Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Wir befinden uns hier auf dem windigen Berg, waren die letzte Folge in einem Tempel und haben uns da einen Schatz geholt. Befinden uns hier jetzt direkt beim entfachten Feuer des Co-Piloten. Da im Wind weht sein Rettungsschirm, sein Fallschirm. Und wir wollen doch jetzt mal schauen, ob sich denn dieser Pilot auch da drüben befindet. Dazu wieder wie immer, wow, der Wind ist noch heikel hier. Da anbinden und rüberklettern. Aber wenn ich jetzt runtergehe, oh shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Lara, das hält nicht. Schneller, 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 schneller. Ach, verflixt. Jetzt muss ich da bestimmt mit E. Genau. Ah ja, klar. Und jetzt hoch da. Ah, so. Geschafft. Und jetzt, wo ist denn dieser verflixte Pilot? Wo ist der hin? Da ist sein Feuer. Das ist nicht so schlau, wenn man hier so ein Feuer legt und dann trotzdem weggeht. Herr Captain. Ich nehme an, jetzt sind wir im neuen Abschnitt. Jetzt kommt man nämlich wieder nicht zurück. Aber ja, lieber Captain, ne, fürs nächste Mal. Bleib bitte an Ort und Stelle, bevor du weggehst. Ich nehme hier mal, ne, die Pistole vor. 30 Schuss haben wir. Nein, 20. Denn es ist mir ruhig. Es ist ruhig. Es ist zu ruhig. Bergungsgut. Und wieder eine Statue. Oder? Oder nicht? Nee, das ist... Ah, die kann man nicht anzünden. Naja. Okay, Hey weiter. Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Seht mal, da ist ihr Häschen. So niedlich. Diese Tiere überall. Schon wieder Bergungsgut. Einfach niedlich. Ja, ein kleiner Hase. Jö. Mit viel Liebe gemacht, dieses Spiel. Ach, seht einen an, wieder mal ein Lager. Doch wir haben noch nichts auszurüsten und keine Fähigkeitspunkte und anscheinend auch kein Tagebucheintrag von Lara. Das heißt, wir gehen hier gleich weiter. Wir wollen hier keine Zeit verlieren. Es ist ziemlich neblig hier drin. Oh, eine Kiste. Hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Oh, schon wieder da. Ich sag ja da, und dann sind die Höhlen noch irgendwie so neblig und dann sieht man sowieso fast nichts. Hier könnte ja alles versteckt sein. So. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Was auch immer die Kung-Fu-Periode ist. Aha, aha, okay, interessant, ja. Aha. Ah, scheiß Ratten, ey. Verflixtes. Eine Pilgerfahrt. Eine Pilgerfahrt. Was ist eine Pilgerfahrt? Ah, ich gehe mal duschen, ne. Ups. Lara sollte mal wieder ein bisschen sauber... Und ist jetzt tatsächlich sauber geworden. Ne, oder? Eine Königin. Ja, das ist Nico? eine Königin. Und da drüben ist ein Tempel. Ach du Scheiße. Unglaublich. Captain Jessup? Da hat sie Freude, die Lara. Da drüben sitzt einer, tatsächlich. Haben wir da was schnell zum Mitnehmen? Nee. Captain Jessup? Captain, wie viel? Oh oh, der sieht nicht gut aus. Was zum Henker? Ach du Scheiße. Nee. Wollen die uns vom Tempel fernhalten? Ein Kind, hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht.
Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Oh, Scheiße. Nicht Das töten. sind sie, die Oni-Wächter! Was? Was ist das für eine Sprache? Was zum Henker? Was ist das? Okay. Was war denn das für... liebe Zuschauer, spätestens jetzt, die noch nicht 18 Jahre alt sind, bitte ich hiermit, dieses Video sofort auszuschalten. Denn jetzt wird's ziemlich hässlich, ja. Ziemlich hässlich. Hey, ich bin noch unter den Lebenden, ich lebe ja noch und die sind alle tot. Huh. So. Jetzt. Ah, mehrmals E drücken. Ah, und sie fällt wieder mal zu Boden, wie schon so oft in diesem Let's Play. Mitten in diese Leichen rein. Gott sei Dank nicht drauf. Und da ist übrigens der Captain, der Pilot. Und sein Schädel ist eingedrückt. Ah, ekelhaft. Da ist einem ja fast schlecht. Und was zum Teufel sind das für Viecher? Das Ganze ist nicht mehr so so locker und schön realistisch, wie es einmal war. Wir haben es hier mit irgendwelchen Kreaturen zu tun. Wir haben es hier mit Kreaturen zu tun, die es anscheinend hier auf dieser Insel nur gibt. Weiß er, dass ich geflohen bin? Weiß er, dass jemand fehlt? Weiß er, dass eine Leiche fehlt? Weiß er überhaupt, dass er mich lebendig hier reingesteckt hat? Nicht schön. Ach du Scheiß. Alle. Ja. Und hier windet es wieder extrem. Gerade Erfahrungspunkte erhalten. Aktuelle Position, das Kloster an der Schlucht. Vielleicht finden wir gleich wieder ein Ding. Oh, da hat's Munition. Kein gutes Zeichen. Meistens das Zeichen, dass gleich geballert wird. Ja. Ich glaube, die hängen da auch noch nicht so lange rum. Ja, zwar doch, der hängt da schon eine Weile rum. Die Augen offen behalten. Ach du Scheiße. Das ist ja wie im Spiel. Da, diese Kreaturen, die haben Freude daran, hier Menschen aufzuspießen. Eieieiei. Der hat eine Schrotflinte. Hoffentlich funktioniert das Ding. Okay, eine neue Waffe. Gleich mal. Hä? Es funktioniert noch. Ich glaube fast, uns hat jemand gehört. Sie suchen nach mir. Na toll. Soll ich die Pistolen nehmen am besten, ne? Pistole, da ist Pistole. Wie kann ich denn schon wieder schleichen? So vielleicht. Ja, so pirsche ich mich ran. Da oben ist die Lücke. Hier gibt es sonst hier nichts mehr zum Einsammeln. Sieht nicht so aus. Okay, dann hoch da. Oh. Ich hasse Gräber. Ein Grab. Ja, die ganze Hütte hier ist ein Grab. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Und ein Sarg. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai.
Wow, das fällt dir jetzt erst auf. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Ja. Das ist unglaublich. Sie hat ihr Ziel eigentlich erreicht. Sie wollte ja hier hin, genau zu diesem Grab. Aber ist jetzt wohl ein bisschen anders gelaufen, als Das es sieht aus wie ein Feuerritual. erwünscht hat. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ah, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Ach nee. Legt sie um, ich leg euch gleich um. Hey, haben wir vorhin nicht eine ganze Kiste Munition gefunden für diese Waffe? Oh oh. So. Probieren wir das hier mal aus mit dem Nahkampf. Stirb mal! Alter! Nein! Ah, mit was schießt denn der? Ah, Mist. Oh, nicht die Schrotflinte. Stirb! Wir sollten besser zusammenarbeiten, wenn hier so merkwürdige Kreaturen ihr Unwesen treiben, anstatt dass sie alle immer auf die Frau losgeht. Was läuft mit euch? Stirb! Stirb! Alter, wie das schießt der! Jetzt bist du endlich tot. Sehr gut. Hier war Munition. Na toll. Oh, der ist ja halbiert. Immer gut, wenn man die Munition erst nach dem Kampf findet. Haben wir sonst noch irgendwo eine Leiche zum Plündern? Was soll ich denn hier aufnehmen? Neue Waffenmodifizierung verfügbar. Merkwürdig, ich habe so viele Leute umgebracht, aber irgendwie sind hier nur 2 Leichen. Geht ja wohl gar nicht. So. Oh, du Scheiße. Was zum Teufel ist das? Hat er uns gesehen? Was zum Teufel war das für ein Vieh? Oh, noch mehr Munition. Sehr gut. Sonst noch irgendwas, was wir übersehen haben? Also, dieser Ort ist mir nicht ganz geheuer. Hier verbergen sich Kreaturen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Aber wir befinden uns auf Yamatai. Es ist tatsächlich die Sonnenkönigin, die hier in diesem Grab liegt. Lara hat eigentlich ihr Ziel erreicht, was sie von Anfang an auf dieser, wie soll ich sagen, Mission, ne, wie sagt man dem, ist ja auch egal. Sie hat ihr Ziel erreicht. Hierhin wollte sie eigentlich, genau in dieses Grab. Doch das Ganze hat sich jetzt nun als um einiges komplizierter und ich sag mal, krassere
herausgestellt, als sie es eigentlich angenommen hat. Im Drachendreieck, ob wir hier aus diesem Tempel rauskommen und an diesen Viecher vorbeikommen, sehen wir die nächste Folge. Ich habe das Gefühl, die Folgen gehen extrem schnell rum, wenn man so aufnimmt. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Lara Croft. Tschüss!